Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, hoffentlich alles klar. Ja, das wäre jetzt das nächste Spiel, das nächste Video, das ich heute gerne zeigen würde. Nachdem dass ich nach dem ersten, wo eben schon ein bisschen glitschig ist gelaufen, meine Playstation 4 neu gestartet, ist dann alles gerade im Butter gewesen. Und ganz kurz zusammengefasst, das Game gefällt mir ausgesprochen gut. Nachdem dass ich am Black Ops 2 nicht so Freude hatte, das Ghosts habe ich leider gar nicht cool gefunden und das Advanced Warfare eigentlich auch nicht wirklich. Bin jetzt hier wieder richtig gehypt und was gibt es für ein flashiges Game als ein Call of Duty, wo einfach alles perfekt läuft. Da ist man dann aber schon ein bisschen in einem Rush und das ist jetzt nicht unbedingt das Gameplay, wo alles perfekt ist gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so ein Game hatte heute durch den Tag, aber es hat ein paar schöne Stellen gehabt. Ein paar Kills können machen, ein paar Killstreaks können abkassieren und halt einfach auch mit dem Päckchen, das ich drin habe, das gibt einem aber noch schöne Sachen, also das lohnt sich in meinen Augen. Spielen tue ich mit dem Typ, der schneller säckeln kann, weil, ja, es gefällt mir einfach ausgesprochen gut, zwischendurch ein bisschen Speed aufzulegen, das verleidet den Leuten dann auch ein bisschen, oder verwirrt sie besser gesagt. Und darum hat man aber noch einen kleinen Vorteil, auch wenn vielleicht andere eben auch Vorteile haben. Viele spielen ja mit dem Sniper-Typ, oder Frau ist es glaube ich, sorry, wo so einen Puls aussenden kann, dann siehst du alle Positionen. Und das Geile ist aber, dort sieht man ja dann die eigene Position, oder dort verrotest du deine eigene Position auch. Also ich habe dann auch befreut, die Käben zu jagen, aber meistens werde ich schon abkassiert von denen. Naja, gewöhnt man sich sicher dran. Die Map weiss jetzt nicht genau, wie sie heisst, man hat es eingangs vielleicht gesehen. Ich finde es aber äußerst stylisch, es ist so Inception-mässig, wo ja auf der linken Seite vom C aus gesehen noch ein Stadtteil in die Höhe ragt. Rechts hat es so fliegende Steine. Und das Ganze ist eigentlich auch ein bisschen im Stil von einer Map von ein bisschen älteren Call of Duties. Also wirklich eine coole Sache. Ihr habt gesehen, ich habe die Waffen so ein bisschen angemalt, nichts Wahnsinniges. Ich spiele hier immer noch mit dem ersten Sturmgewehr, mit dem ersten Assault Rifle. Und gefällt mir ganz gut, ohne Witz. Finde ich wirklich voll in Ordnung. Ich habe noch den Griff dran und hinten der Stock heisst auf Englisch. Jetzt weiss ich gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heisst. Der, wo man schneller hin und her ziehen kann, wenn man am Zielen ist. Ja. Und dann als Perks seht ihr vielleicht oben an der Minimap. Dort ist es so, dass mir dort ein Indikator zeigt, wo sich ein Gegner befindet in meinem unmittelbaren Umkreis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Call of Duty, gerade auf der Konsole, wo man eher ein beschränktes Sichtfeld hat, links und rechts, auf dem PC kann man ja dann mit dem FOV, also FOV-Regler, Field of View, kann man das ein bisschen vergrössern und ich finde, das ist gang natürlicher und fühlt sich für mich auch angenehmer an. Aber eben mit diesem Indikator ist es fast so ein bisschen wie im echten Leben, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass eben links oder rechts etwas ist. Und es ist nicht so, dass mir das immer etwas bringt, aber es ist doch sehr hilfreich für mich. Sonst habe ich einfach nur die Standard-Perks drin, nichts Spezielles. Und auch bei den Score-Streaks habe ich einfach Drohnen, das Care Package und dann noch die Hellfire, wobei mit der muss ich auch noch ein bisschen experimentieren. Finde ich, komme ich noch nicht ganz so damit Schlag, weiß noch nicht genau, wenn ich es am besten so aufteilen. Aber das kommt alles zu seiner Zeit und ganz ehrlich, weil ich mich so wenig über das Game informiert habe, ist es viel interessanter, die ganzen Sachen zu entdecken und nicht so wie früher einfach schon alles in dem Sinn zu wissen und im Vorhinein von der Webseite und fast so ein bisschen ein Run drauf. Lieber Selbstmord als abgeschossen werden. Eben so ein bisschen Run drauf, jede Info gerade schon im Vorfeld zu haben und alles schon im Vorfeld können ausprobieren, blablabla. Voll easy, dass ich früher auch so motiviert war, das schon im Vorhinein zu lernen, aber es ist wirklich auch angenehm, das mal so ganz relaxed zu lernen und wenn man etwas nachschauen, nachschlagen, bietet einem ja dort das Internet eine gute Möglichkeit, sich das Wissen anzueignen. Da war ganz alleine die Stelle. Klar habe ich es der Hüfte geschossen, aber also, dass der gar keinen Schuss hat gebracht, ist ganz bitter. Und das war glaube ich sogar jetzt die als Spezialistin den Granatenwerfer im Sack hat. Und der ist fast ein bisschen mühsam, muss ich sagen. Das war der Typ, der von oben reinspringen kann und dann den Boden kann lassen. Keine Ahnung.
alle, die dort stehen, werden einfach eliminiert. So ist es. Das ist die andere Variation von dem, was ich habe. Ja, eben schnell säckeln ist mir einfach fast lieber. Halt den Raketenwerfer immer dabei, dass ich die Drohnen schnell runterholen kann. Weil das hilft nicht nur mir, sondern auch im Team. Und da hat einen schönen Triple Hellfire hergelegt. Ja, beim Game komme ich noch nicht wirklich gut Schlag, weil eben, es ist immer das Gleiche, wenn man die Maps noch nicht kennt, wird man allzu oft relativ fies abkassiert. Man läuft aber auch ein bisschen planlos um, auch so bin ich. Ich bin definitiv nicht der Eckenhocker, das wisst ihr ja vielleicht ein bisschen. Und ja, was soll's, mir ist das mittlerweile ziemlich ein Greme. Klar versuchen wir zu gewinnen. Der Trapid war auch dabei gewesen und der Crown ISO. Auf der Playstation hat er eben noch seinen Alt-Account, der Bobby Crystal. Und wir hoffen schwer, dass wir dann echt auf der Playstation jetzt endlich mal seine Namen auch ändern können. Jesus, dass sie das noch nicht gemacht haben, ist schon ein bisschen leid. Aber sie wissen es, glaube ich. Ja, zu dieser Map kann ich nur sagen, das B ist sehr offen. Auf die Stege, die ich vorhin geschossen habe, das ist ziemlich ein guter Spot zum Verteidigen. Aber auch dort kann man von hinten eigentlich einem in den Rücken fallen. Geht hier geradeaus, links jetzt ist die Stege. Aber eben, die Map sonst ist wirklich cool und gewisse haben Treyarch-Maps ja nicht so gern, weil dort gibt es einfach 3 Hauptwege und nicht so ein Krüsimüsi oder Chaos wie andere Call of Duty-Entwickler Maps machen. Ich finde es noch angenehm mit diesen Laufwegen und man ist ja nicht allzu fest kanalisiert und gleich gibt es eben eigentlich sehr klare Routen. Ja, mein Aim ist leider auch nicht mehr unbedingt das Beste. Und ja, so folgt auf einen Abschuss vielleicht ein Tod und man versucht sich hier irgendwie durchzuhangeln und jetzt wird man richtig fies abkassiert. Wir sind gang noch hinten drin, kämpfen aber immer noch und versuchen den Laden auch heimzubringen. Aber ja, eben, kennst du die Map nicht, das ist das zweite Mal, wo wir sie gespielt haben, ist es halt schon nicht so einfach. Wem erzähle ich das? Die meisten von euch werden es ja wohl genau gleich erleben. Ja, und bei dieser Gelegenheit, für die so spielen, wie läuft es bei euch so, wie gefällt es euch so, was habt ihr für einen Eindruck? Von den Waffen, von den Spezialisten, von den Maps. Ganz ehrlich, ich muss sagen, mir ist jetzt nichts Negatives aufgefallen in dem Tag, wo ich jetzt gespielt habe. Und habe ich nicht Hardcore gespielt, sondern, ja, ich weiß doch auch nicht, ich bin jetzt Level 20, kann man sich ja etwas selber ausrechnen, dass sie vielleicht 15 Games, die ich gemacht habe. Bei gewissen recht abgelost und bei anderen vielleicht 2-3 Level aufgestiegen. Hier schnell aufgespienzelt. Aber der ist schon abkassiert worden. Und schon ganz schön gemacht hier mit den Killenfenstern, mit dem Licht. Allgemein finde ich die Grafik eben wirklich sehr stimmig. Habe ich auch schon erwähnt. Sicher auch in alten Videos, dass einfach Treyarch das mit den Farben schon im Griff hat. Wie im ersten Video, das ich heute gemacht habe. Und ja, wenn ich hier so ein bisschen auf Speed bin und ultra schnell bin, ist das eben schon noch gäbig. Vor allem, man kann eben wirklich sich auch schneller bewegen und es ist dann eine Frage, ob wirklich jeder Schuss dann sauber registriert wird, wenn jetzt einer nicht so eine gute Connection hat. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich werde noch viel mehr experimentieren. Ja, der Eckenhocker. Habe ich die Spur geschnallt. Ich werde noch viel mehr experimentieren mit den verschiedenen Spezialisten und ein bisschen schauen, was mir am meisten zusagt. In der Beta habe ich ja oft mit einem Typ gespielt, der glitschen konnte, also sich ein bisschen zurückversetzen. Ja. Sehen wir dann, was da rauskommt. Ich denke, ich werde noch ein Moment spielen, ausser jetzt ein frappantes Problem taucht auf. Aber ich kann mir es nicht vorstellen. Jetzt haben wir mittlerweile Gleichstand wieder vielleicht gesehen, haben jetzt den Gegner gerade überholt. Und langsam haben wir eigentlich das Gefühl, dass das schon gut kommt. Da ist gerade die Frau mit dem Kind reingekommen. Haben wir kurz debattiert, ob es echt sinnvoll ist, wenn die Kleine dort zuschaut, wie der Papi spielt. Und ich finde es halt nicht wirklich. Das Rumgeballern, das kann sie dann später ein bisschen angucken, wenn es sie interessiert. Weil ganz ehrlich, zum Teil werden hier die eigenen Leute und auch die Gegner ziemlich blutig zerschnetzelt von so Granatentreffern oder so. Also dort hat eben Treyarch auch eigentlich eher so ein bisschen Wert auf Realismus gelegt. Der ist hinter mir durchgelaufen und ich habe es nicht geschnallt. Zum Glück hat er nicht ganz geschnallt, wenn er meine Sentry killen kann. Und ja, Kommunikation ist alles. Gegner überraschen ist auch sehr hilfreich.
Und von dem her sind wir jetzt hier gerne noch am Gewinnen. Und ja, wir ziehen es dann bis zum Schluss durch. Wer hätte es gedacht? Was ich auch cool finde, das nehme ich jetzt gerade vom Theatermodus auf, hier das Video. Dass der wieder gibt und das scheint gut zu funktionieren. Und allgemein, man merkt im Game einfach an, dass sie 3 Uhr Zeit hatten, weil hey, es gibt so viele Details, die sie ausgearbeitet haben, die man einfach in alten Call of Duties nicht mitbekommen hat. Nur schon die Einstellungen, die Optionen, wie sie einem zum Beispiel auch die NAT-Modi erklären. Weil es gibt ja das offene NAT, das eingeschränkte oder eben moderate. Und je nachdem, was du dort hast, kannst du vielleicht probieren, am Router etwas anzupassen. Ich habe jetzt eben moderat und hoffe, dass das nicht zu Problemen wird führen. Hier ist ein schönes Scharmützel um den Stein herum. Mann, geil, habe ich den verwünscht. Ist aber schon ein bisschen komisch, was mir hier passiert. Aber ich habe mich jetzt wirklich nicht gross im Nachteil gesehen in diesem Game. Und rein auch von den Connections scheint das noch gut zu funktionieren. Klar gibt es immer wieder Situationen, noch ein kleiner Triple, wo man das Gefühl hat, hey, der hätte doch eigentlich gereicht oder so, aber das wird nie verschwinden. Weil eben, man ist so weit voneinander entfernt zum Teil oder hat so unterschiedliche Internetleitungen. Ja. Gesamthaft bin ich sehr zufrieden, das macht mir auch Freude und ich werde in der nächsten sicher auch mit den Bahnen von euch zocken. Ich wünsche euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende, schönen Abend, schönen Tag, wer so immer schaut. Macht's gut.